Guten Morgen und herzlich willkommen. Moin. An einer Reihe von Kurzvideoen über Demenz geht es heute um die Frage, wie kann ich am Alltag gut mit einem Menschen mit einer Demenz umgehen? Ja, es ist wichtig, dass ihr gut über die Krankheit und auch über die Symptome informiert ist, weil das hilft, Personen mit Demenz besser zu verstehen. Wenn ihr sich einmal vorstellt, dass ihr selber, wenn es Gedächtnis- oder Orientierungsprobleme nicht mehr weiß, was ihr für ein paar Stunden gemacht hat, wo ihr ist, was ihr da möchtet, dann kann ich sich vorstellen, dass Menschen mit Demenz sich verloren vorkommen oder sich unsicher spüren. Wenn die betroffene Person zusätzlich dann dazu noch Schwierigkeiten hat, hier wieder zu finden oder sich auszudrücken, dann kann ich verstehen, dass es zu unerwarteten Reaktionen kann kommen. Angst, Unruhe, Reizbarkeit, Depression sind Symptome, die häufig vorkommen und die können das Resultat von so einer Unsicherheit sein. Okay, auf was soll ich mit dem Umgang mit Menschen mit Demenz besonders aufpassen? Das ist wichtig, dass eine Person mit der Demenz ernst hält und das gilt für die Einzelsituationen. Wenn eine Person zum Beispiel am Telefon sieht, dass an ihrer Stufe komische Personen sind, anstatt dass sie dann direkt sieht, das kann doch nicht sein, soll in der Sache mal auf den Grund gehen und gucken, für was könnte es sein, dass die Person das meint. Hier kommt es nämlich oft vor, dass Stimmen aus dem Radio oder Personen aus dem Fernsehen für real empfunden gehen. Dann ist es am Umgang auch noch wichtig, dass eine Person respektiert und wertschätzt, indem sie sich auf sie anlässt, los, Ruhe schwätzt und sich Zeit hält. Dann ist es auch wichtig, die Selbstständigkeit von der Person zu unterstützen. Zum Beispiel kann eine Person an Alltagsaktivitäten, die hier noch Spaß machen, abbannen und so fühlt sie sich dann auch hilfreich und nützlich. Das ist auch wichtig, dass sie nicht auf Defizite hinweist, also die Person nicht verbessert und auch nicht testen möchte, indem sie fragt, wie ein Tag sie mal hat, weil das weiß die Person nicht mehr und dann ist sie verunsichert. Am besten ist es doch, wenn ihr Konflikte vermeidet, das heißt so Sachen wie, das habe ich da schon x-mal gesagt, soll ihn am besten sie lassen. Es hilft doch, wenn ihr der Person Ruhe und Sicherheit vermittelt. Und das ist auch wichtig, dass ihr der Person nach Entscheidungen überlässt. Am Anfang können das noch mehr komplexe Entscheidungen sein. Herno können sie aber auch noch beim Schwur von den Kleidern, beim Schwur vom Essen zum Beispiel, oder ob die Luft unners oder aus ist, der Radio, die Musik unners oder aus, können sie noch Entscheidungen mittreffen und da fühlen sie sich selber mehr echt geholt. Was Kommunikation angeht, was ist da wichtig bei der Kommunikation mit Menschen mit Demenz? An der Kommunikation ist es ganz wichtig, dass ihr ganz einfach und ganz kurz setzen möchtet, mit immer eine enge Message. Und ihr, den überhaupt anfängt mit Schwätzen, ist es wichtig, dass ihr sich versichert, dass die Person bei einem ist, dass sie nur lauscht, dass sie auch hört. Und da hilft es, wenn ihr sich auf Anhöcht mit der Person begibt und auch wenn ihr den Blickkontakt während dem Gespräch aufrechterhält. Was dann noch wichtig ist, dass ihr Fragen evitiert, weil Fragen immer einen gewissen Druck auslösen. Die Person muss die Frage mal verstehen und dann muss sie eine Antwort präparieren. Du fährst am besten, wenn der Frage stellt, nehmen einfach Fragen, wo ich kann mit Ja oder mit Nein darauf antworten. Dann ist es doch wichtig, dass der Person Zeit lässt, für ihre Antwort zu formulieren und dass der gut nachdenkt, was die Person sagen will. Haben die Personen mit Demenz relativ angespannt und sehr gereizt? Und was kann das leiden und wie können wir das beeinflussen? So Reaktionen kommen nicht von ungefähr, wir haben normalerweise eine Ursache. Allerdings gibt es viel möglich verschiedene Ursachen. Du fährst nicht immer einfach zu wissen, was genau der Grund ist. Es könnte ein medizinischer Grund sein, zum Beispiel, dass die Person etwas weh hat, mit dass sie sich nicht mehr richtig ausdrücken kann, wo das Problem genau liegt. Es kann auch sein, dass die Person Hunger oder Durst hat oder dass sie sich nicht wohlfühlt an ihrem Umfeld oder dass sie sich nicht verstanden oder nicht wertgeschätzt fühlt. Okay. Wie ist es mit den Emotionen am Anfang bei der Demenz? Bei Menschen mit Demenz bleiben die Emotionen und Gefühle ganz lange erhalten und sie gewinnen auch an Wichtigkeit, weil am Verlauf von der Krankheit die Verbalkommunikation nicht mehr so gut funktioniert. Personen mit Demenz holen Gefühle wie zum Beispiel
Unverständnis, Ungeduld oder auch Ärger bei ihrem Gesprächspartner ganz gut an Urcht und sie reagieren auch darüber. Die Gefühle spiegeln sich dann sozusagen bei der Person mit Demenz zurück und auch sie kann unerwartete Reaktionen darüber haben. Am Gegensatz, wenn der Gesprächspartner aber relax und freundlich ist, dann also die Person mit der Demenz kann das sich bei ihr herumspiegeln und kann auch Offenheit weisen, Zufriedenheit und mehr entspannt da sein. Dafür ist es wichtig, dass ihr ein bisschen aufpasst am Alltag, wie ein Gefühl bei einem selber so mitschwingen. Okay, aufschließend kann ich ja aber einfach sagen, auch wenn es nicht immer einfach ist, ist es möglich, Kommunikation am Alltag gut hinzukriegen oder ein Mensch mit Demenz. Ganz genau, kann ich noch eine ganz agreeable Zeit mit denen haben. Es sind 3 Werte, auf die ihr besonders aufpassen sollt dabei. Das ist Zeit, Geduld und Empathie. Vielmals merci. Merci auch.